Voilà, ich ging da ganz herzlichst begrüßen am Numm vom Mengeminister an noch dem Kulturminister. Und ich bin noch froh, dass wir die 5 Bürgermeisteren haut von denen 5 Gemengen, die betroffen sind, an der Nordstadt, mit denen wir auch hier Diskussionen hatten. Haut sind nach 5 Gemengen in der Zukunft, dass das vielleicht ein Gemeng wäre. Am Ende sind wir nach 5, dafür bin ich auch froh, dass die 5 Bürgermeisteren hier sind. Und noch froh natürlich, dass wir mit ihnen eine exzellente Zusammenarbeit haben an dem Dossier hier, weil das, was wir brauchen, das, was da gesehen. Da wird er gesehen direkt, dass das nicht mehr möglich ist, also machbar ist, auch in dem Zeitrahmen, wenn wir die flott konstruktiv Zusammenarbeit in den nächsten Jahren behalten. Wenn wir die aber behalten, ist nicht überzeugt, dass das wirklich machbar ist und dass das für die gesamte Nordstadt eine ganz, ganz andere Vision wird gehen, oder das ist eine richtige Vision, die dahinter steht, mit einem immensen Potenzial. Ich bin froh, dass wir am Niveau von den Ministerien, also der Landesplanungsminister, der Kultur, mit seiner Equipe und dann bei mir, mit der Equipe von der Mobilität, an der Premier Chaussee, an Cervelle, dass wir wirklich eine extrem gute Zusammenarbeit hatten, auch auf dem Niveau, für das heute ausschaffen zu lassen. Und ich will auch natürlich den 2 Büros, die doch gesehen, die auch gut indikiert sind, merci so viel Menge noch eine Idee, wer das nicht gegangen. Hat sich Maximum abbrücht, für die dort Vision hinzukriegen. Wir stellen nicht heute Mobilitätskonzept 4 von der Nordstadt, wie gesagt, das ausgeschafft gehen, und dazu nämlich von all den Akteuren, die schon abgezählt wurden. Also aber auch ganz stark angeflossen, Planungen, die den Aménagement du Territoiresministère gemacht hat, also das Leitbild Nordstadt 2035, für die Nordstadt, wo ja eine Entwicklungsgesellschaft entretemps besteht, der ihre Rolle auch wird gestärkt, ganz sicher durch das Teil, weil ich meine, vieles, was wir heute weisen, wird nur an Arbeitsgruppen an der Praxis über die Entwicklungsgesellschaft verfeinert muss gehen. Aber was ich natürlich gut fand, dass das der einen Seite das Leitbild da war von der Landesplanung an mir am Niveau von der Mobilität sowieso im Plan National de Mobilität 2035 geschafft haben. Und natürlich der Plan de Mobilität 2035, den wird man am gesamten Ende des Jahres vorstellen. Und das, was der gesehen hat, das ist ein Teil schon natürlich raus, das, was man jetzt heute vorstellen, die haben sich Sachen gut gefunden, Synergie gut gefunden, wir können auf den Highway zu gehen. Der Kultur muss nur auf die Leitbilder gehen, für werde ich dazu nicht ganz viel so, dass Senkschach als Landesplanungsminister. Vielleicht mal für dich, der Plan National 2035, das ist ein Paradigmenwechsel. Und den hast schon angedeutet an dem Modu 2.0, dem schon der letzten Legislaturperiode ausschaffen gelassen haben. Weil am Modu 2.0, da könnt ihr euch erinnern, du gesehen ein paar Elemente darin enthalten, die Paradigmenwechsel an der Mobilität sollen anleiten. An einen davon ist, dass wir sagen, wir müssen nicht fertig bringen zu Lützeburg, in Zukunft Probleme nicht an den zu laufen mit den Chantien, also Verkehrsprobleme mit den Chantien an den zu laufen, mit man muss fertig bringen zu antizipieren. Als froh zu stellen, zum Beispiel wie Heimat der Landesplanung zu summen, wie wird sich oder wie kann sich Nordstadt entwickeln, was kann die wirtschaftliche Dynamik sein, und was bedeutet das für den Verkehr, und dann am Vorfeld zu gucken, was für eine Infrastruktur brauche ich, was für eine Verkehrsmittel sind die richtig, was muss ich wo stärken, für das man nicht die Probleme kriegen, die wir auf vielen Plätzen am Land haben, die du auch gut kennst, an anderen Städten, wie auch so Plätze am Land, wo wir so viel gegangen sind. Und hier will man die fertig bringen, wie gesagt, durch die ganze Vision, die wir entwickelt haben von der Mobilität, dass wir dem Ganzen viel greifen, an die Probleme nicht laufen. Da sind Sachen dabei, natürlich auch, die der Welt gesehen, da sind die müssten halt schon da sein, das ist richtig, der geht doch halt dran. Mit sind aber auch Sachen dabei, die man vielleicht 2032 brauchen oder 2000, vielleicht nach mir spät, 2033. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Ökonomie sich wird entwickeln, wie die Siedlungspolitik wird sich entwickeln an der ganzen Nordstadt, an den Inselgemengen, wie schnell das geht, an der Funktion davon, dann muss ich gucken, ob ein Element der Misere oder mir lösen möchte oder mehr Zeit hat, das stellt sich raus. Auf alle Fälle sind wir da bereit für all die Sachen. Das war auch wird gesehen, das ist am Anfang ein Masterplan, eine Vision, das ist eine Perspektive für all die Gemengen an der Mobilität,
das auch so, dass man den Detail davon natürlich muss ausschaffen mit den Gemengen zusammen mit der Entwicklungsgesellschaft und natürlich auch am nationalen Niveau Regierung. Da kommen all einzelne Projekte, gibt nun natürlich ein Avantprojet sommaire, Avantprojet détaillé ausgeschafft für ganz viele Sachen, wird Finanzierungsgesetze müssen kommen. Das sind die nächsten Etappen, die müssen kommen. Wie ihr gesehen habt, schon Prinzipien von der Planifikation, was muss geschehen. Den öffentlichen Transport dem muss natürlich gestärkt gehen. Wir müssen gucken, dass wir all die Flüge, die an der Nordstadt selber gibt, in Richtung von der Nordstadt gibt, aus dem Norden vom Land, dass wir da gucken, wie wir den öffentlichen Transport können garantieren. Und dann natürlich aber auch Richtung Stadt, weil da ist eben so ganz vieles, meistens egal wo in einem Land das, guckt auf die Region an, was geschieht an der Region, und dann muss ich gucken, was braucht man von der Region an die Hauptstadt, weil einfach viele Bewegungen an die Hauptstadt sind, das ist evident. Und natürlich auch den Individualverkehr, den Trafik individuell non motorisé, das ist der Velo, wer das Potenzial hat vom Velo, was muss man machen, für den Velo kann ein vollwertiger Akteur gehen an dem ganzen Gebiet. Und dann natürlich noch den Transport individuell motorisé, das ist zu gucken, wie verlief den Hai, wie kann er verlaufen, was sind Parkingen, die ich brauche, für wann ich will Kommerze bedingen und so weiter und so fort. Das ist, dass ich nach immer, egal wo ich komme, auch in der Nordstadt, immer eine Achse habe, auch mit dem Trafik individuell motorisiert. Was das denn immer vielleicht den direkten Weg führt, aber das ist aber so, dass alles das, was hier geplant ist, garantiert, dass ihr auch mal von der Welt mit dem Auto immer noch eine Achse hat. Wir gesehen, dass die Zeitschienen, das ist auch eine von den wichtigsten Aufgaben, die wir haben, das genauen Timing dort zu setzen, weil die Projekte, die da wird gesehen, da sind froh, die bestimmt noch kommen werden, dafür kann ich schon mal dafür greifen, und das wird auch die nächste Etappe sein, die man machen muss. Voilà, dann gesehen der Mobilitätskonzept, das basiert auf 7 Schlüsselelementen. Die sieht auch, dass der Kader den man setzen, dass den, auf dem wir uns heute doch mit den Gemengen geeinigt tun, also alles, was der gewisse Kredlo, was der macht Krise am Detail wird vorstellen, das wird, das mit der Gemengen schon diskutiert, mit der Chefverräte, nicht mit der Gemengen, mit den Chefverräte. Und ich muss auch so, darüber sind ich froh, dass wir einen allgemeinen Konsensus haben, auch für in die Richtung zu gehen. Das ist als erstes den Velos Expressweg, der gebaut wird. Der Velos Expressweg, den soll natürlich den Hauptachs durchstellen, durch die ganze Nordstadt. Aber natürlich, der Velos Expressweg, das wird nur im Detail gesehen, der wird aber auch Antennen haben, natürlich für den Zubringer zu garantieren zu dem Velos Expressweg auf dem zentralen Achs. Und dann natürlich der Contournement de Contournement de Proximité vun Ethelbreck, vielleicht du ein klein Klammer, dat gesuch noch mehr am Detail, das ist ein neuer Begriff Contournement de Proximité, die Superstaat, aber der Funk dat wie wurde da rausseht, meist nur in der Ortschaft, weil Contournement sollen an Zukunft, das ist eine generelle Philosophie, die wir auch festschreiben an dem Plan National de Mobilité 2035, nicht mehr großräumig Wirtschaften empfohlen, an dank net fir Leiit, die an der Wirtschaft wohnen do sie die sollen out die Konturen, wie man se kann an der Vergangenheit fertig so, das war meistens für den Transitverkehr lang Wirtschaft zu kreen, an die Leute, die in der Wirtschaft gewohnt hun hatten oft immer alles so davon dafür soll dat mir nur beilei kommen, dat natürlich die Konturen und der Proximität an aller echtter Stelle denen Leute denkt, die auch do wirklich wohnen, natürlich auch übergeordneten. Und da wäre nicht in den zu Ethelbreck gebaut gehen. Dann natürlich eng zweet fichten Achs, das wäre 2x2 Spuren bis auf den Friedhof, also im Gesetzesprojekt, das Mur an der Chambre an der Diskussion, das hier schon deposiert, das Finanzierungsgesetz für B7 bis auf Ethelbreck als Autobahn auszubauen. Hier ging es da weitergehen von dem Punkt, wo nur dann die Autobahn rauskommt, bis auf den Friedhof. Dat man do net eng Autobahn bauen, das schon auch wichtig zu streichen, das Unterschied mit 2x2 Spuren einfach bis auf den Friedhof, wie dann dort für die Täter zu garantieren. Dann natürlich ein Contournement de Proximité für Dickrich, auch den als wichtig. Dickrich hat die Ambition für autofrei oder mindestens autoarm zu gehen am Care
dat auch kein Transit wieder durchzukriegen. Dat geht natürlich schlimme, wenn man selbst bauen her nur wieder am Detail gesehbar macht Kris wat dat bedeutet. Dann der 5. Punkt, das ein neuen Pol d'échange Irpelding. Der Pol d'échange Irpelding wo Park an Treit ging gebaut gin kämen, dat gesieht er do wo d'ënne woch gemolt ass op der Kart. Den hat Pulzieler natürlich engerseits als neien Array fir den Zug fir Leiit aus der Nordstaat, mir awer och fir die vun Uwen aus dem Norde kommen, dat en déier engem Park an Treit vun 2000 Plätzen do könnte stationieren an doten Zughullen, de 4mal pro Stunde an Staat fiiert, fir dann an Staat zu fuhren, dat hicht eben noch Trafik gewächt zu hullen vun der Nordstrecke an Leiit op den Zug zu bringen. Das desto méi interessant, weil jo an der Zukunft natürlich sehr well auch an ihre Konzepte, wie sie den Zugfährten an Zukunft organisieren, wird man nicht mit Stadt Lützburg als Endstation hun, mir echt auch als Durchgangsgar hun von allem vom Norden der Tisch, die werden Möglichkeit so kreen für von du richtig op Berge oder so den Belver zu fuhren, weil da durchgehen das mit dem neuen Käen Gleise, die man der Stadt bauen, der Tisch die Hut von do formidable Verbindungen nicht nur an der Stadt, mir auch sogar iwwer d Staat raus. An dann natürlich e ganz ambitiösen Projekt, dat das den Deplacement vun dem Achszentral vun Hautschen Ethelberg an Dickrich an och der Eisbundsstreck no hanne bei den Hang an dat erlaubt dann natürlich auch sogar do nach een zusätzlichen Array vom Zug beizusetzen, fir d Gemeng, die wo Gemeng Irpelding profitéiert fin allem och. Dat erlaubt fir an natürlich och, dat man den aktuellen Achszentral komplett können die Trennung, die den Haut durchstalt, so gut Schiene wie Stroß können ophiwen no weder po ganz flott Bilder gesinn am Maxinger Präsentation, wer dat méiglech mischt vun Neugestaltung vun dem ganzen Raum do, Wa man Schien an den Stroß einfach no hanne bei den Hang leen, an dommer da die Trennung, die an der Gemeng Irpelding ass, wo jo immer zu Recht kritisiert gin ass, wie so ein Eisöschaft as an zwee geschnitten, an do kommen Leiit vun der enger Seite der einer iwwer Stroßfell, also vun enger Seite vun den Häuser op der anderen Seite vun der Stroßfell nach die China und plus nach der Tischschenwer, dat dann verschwindt. Die kann ich erinnern, dat war 4 ménger Zeit, du waren jo Diskussionen immer, wo gesagt war eine Tüte, muss gemerkt gehen, du hat Eisbundsstreck soll ganz aufgeschärft gehen. Dat wollte man 2013 nicht machen. Erreichen wir genau das nämlich, wie das war Demos ein Objektiv, an nämlich die Trennung da abzuheben, mehr an einem Sinn, dass man Eisbund nicht aufschaffen, sondern sogar nach stärken. Das heißt, dass wir sie ausbauen, dass 2 Reihen bekommen, die Pol d'échange bekommen, das natürlich für die Dynamisierung und noch für den öffentlichen Transport an der gesamten Nordstadt eine immens Plus-Value ist, weil da nur nicht nur so viel 10 Stunden hat von den einzelnen Reihen, aber auch von Dickrich aus kommen nur direkt sich die an den Staat gehen, den darüber. Also das heißt, wir heben am Anfang Trennung ab, an dem wir die stärken, als nicht aufschaffen. Das ist die große Differenz. Und ich meine, ob die Idee die Leute, die hier im Hintergrund geschafft haben, müssen kommen, dann ich muss so, wie ich das hier gewisse kriege, und ich war direkt natürlich voll begeistert von der Idee. Und dafür kann ich nicht mehr felicitieren, für die Idee zu kommen. Und dann natürlich, was bleibt dann, wie ihr seht, der Punkt 7, wenn wir das bis gemerkt haben, und auch da wird, wie gesagt, Herr Bilder gesehen, dann ist den Achs zentral extrem gestärkt. Dann hat effektiv die Möglichkeit, den Raum ganz neu zu gestalten, das sicherlich an Interesse von der Lebensqualität von der ganzen Region her, nur werden das auf den Bildern auch können feststellen. Das ist so, dass, wenn wir das dort machen, einerseits die Contournement de Proximité, andererseits den öffentlichen Transport stärken, Schienen stärken, der Energietär spielt natürlich auch eine große Rolle, weil die Pol d'échange, da fuhren natürlich auch die Energiebusse oder Nordstadtbussen fuhren die an. Dann hat das natürlich auch ein neues Potenzial verkehrsmäßig gesehen für all die Ortschaften. Natürlich alles, was daran geringen, du siehst, mit gering schattiert auf dem Plan. Das ist so, dass der Henno natürlich extrem Verkehrsberuhigungen machen. Das gibt man Gemengen am Detail nachgeguckt. Wir jedenfalls bietet das ganz neu
Möglichkeiten für die Einzelgemengen komplett neu zu gestalten, an aber dafür zu sorgen, dass alle Anwohner, egal wo es an den Einzelgemengen überall hickend, da wo noch Haut hickend beim Auto, respektiv auch verbausen, dem wo wir fuhren, wollten entweder Möglichkeiten ob die Parkingen zu fuhren, die auch viel gesehen sind an dem ganzen Konzept, respektive aber auch dann auf die Einzelplätze natürlich nach zu fuhren, just mit dem Fleisch den direkten Weg wie das Haut der Fall ist. Voilà. Da ging ich gehen und den Marquis von der Point Chaussee, den als lo den Detail von denen 7 Schlüsselelementen wird vorstellen, mal doch flotte Bilder, wie das in Zukunft soll aussehen. Merci. Merci, Herr Minister. Moin alle Götten. Ich werde die 7 Schlüsselelemente von unserem Nordstadt-Verkehrskonzept für 2035 dann vorstellen. Fängt am ersten Schlüsselelement, im Menschen mein Mausgas. Fängt beim ersten Schlüsselelement, das den Velo. Den Velo gesinn mir hautzudags net nëmmen als eng Freizeitaktivität mit as se vollwertig Verkehrsmittel an och wie am Auto wëll man am Velo überall hinkommen. Wir wollen bei alle Haustier hinkommen, wir wollen bei all Kommerz hinkommen und wir wollen auf all die Plätze hinkommen, wir wollen, wo wir auch mit dem Auto hinkommen. Das ist wie machen wir das? Dafür braucht man mal für den strukturierten Reso, das ist mir als Velo Expressway, den wir hier lancieren, haben Landchin von der Eisbahn Richtung Gerrattelbreck, der Landsch Sauer Richtung Angeldorf, Irpelding, Angeldorf und da Richtung Dickrich und da bis River an Gemeinden Bettendorf bis op Meistreff a weiter Werte bauen. Dat sich als Hauptachs, op dem wir alles werden uschleissen, die dann auch weitergeht Richtung Stadt, wohin dann, wann ihr wollt, so gif bis an Stadt komme, bis an den Pafen dann. Ob die Hauptachs do ginn dann verschiedenen Brecken River gesät fir och de ganzen Quartier von der Nordstadt iwwer Sauer mat dun zu schleissen, an vun der Achs ginn dann schön den andere Pointer ginn dann verschieden national Velospisten fort Schweze vun enger PC5 vum Meistreff, die an den Ernsttalhof geht, wo in der Richtung Jonglenzter könnt, Schweze vun enger PC22, die Tandel fuhren, dann bis Robert Pause nuschleist, dann eng PC7, déi vun Ethelbreger noch vun dickrech Rob geht Landsch den 7, die am Kader vun der Sekursaioun vun en 7 werd gebaut gin an nächste Jahr Deel war schon an de Bau geht, wo man da bis op Weißwampech kommen an dann och eng PC 21 vun der man iwwer wecken op Fehle kommen an da vun do also beim PC 18, wo man dann noch bis op den Stau an Zukunft werden opkommen. Und dann natürlich muss am lokale Bereich summmer de Gemenge gëtt an die lokalen Velospiste werden nach en ganz helle Wull dabei kommen fir dann dat Schiedfrinder noch man Velo bis bei senger Adress könnt bis bei senger Haustier könnt op engem egene Velospist. Und dafür ginn da noch en ganz Ritsch Verbindungen gebaut iwwer Sauer. Und do sind dann zu Brecken, die werden man dann an noer Zukunft da bauen, fir dann die Verbindung Richtung Angeldorf an Irpelding dann herzustellen. Und dann noch de Velos Expressway, den man Landsch Sauer lesen, die geht doch so gelöscht, dass den 365 Steg am Jahr praktikabel ist. Wir kennen sie haut, sie als DAX, dass man Sauer könnt, dass sie heisch war, so wird mir nehmen, wir lehnen die in Zukunft so, dass die ganzjährig dann als Hauptachs kann funktionieren. Kommen wir dann zum Straßenreso, wo da sind noch 3 Schlüsselelemente. Fängt man mit der Nummer 2 an, da das de Contournement de Proximité vun Ethelbreck wir schwatzen nëmmei vun engem weitlefesche Contournement, wo man weit rundrem vun der Minister huet schon ugedeit, wo man d'Agglomeration weit empfuhren. Nee, wir wollen ein Contournement hunn fir die Leiit, die ha in der Nordstadt wunnen, dat die och können davon profitieren. Ich will de Contournement ganz no und d'Agglomeration run. Fir lo de Contournement vun Ethelbreck, die gesiedet, wir fenken wie man schon an den alle Planungen hatten, wir fenken bei der B7, bei der aller Zigarettefabrik fängt man an, fuhren Landsch Schöchthaus und dann Landsch Ethelbreck Rob, wo man dann in der fehlender Straße, auf der Baschnischer Straße dann 15 werden ausschließen. Aber was ganz neu ist, wir bauen da noch eine Verbindung durch den Tunnel für Richtung Wacken zu kommen. Wir schließen dummer da die Kantonproximität geht bis op Wacke bis an d'Avenue Salentini, wir schließen do
den Centre hospitalier mat dun mir schlesend Lycée mat dun och von der aus seit können dann noch von Awohner vu Werke respektiv heißt Avenue Salentini oder vom Lycée fir den Reihe wat Kanton Proximité könnt von do aus ganz einfach an den Deich oni mussssen durch ganz Ethelbreck ze knöchelen. Respektiv van den Haifen der Besive könnt, kann noch Richtung fehlen weiter von oder de Fehlner, de sos och missen durch Ethelbreck sech knöchelen fir Loifer durch den Tunnel an das bei Centre hospitalier direkt oder könnt auch direkt bei de Lycée. Wat ganz wichtig zu so ass, dass du net dat Teilo nëmmi mam Auto bis bei se Garage könnt, Schidverreen könnt an Zukunft nach mam Auto bis bei seg Adress. An all Parking, de man haut kennen ass an Zukunft och nach immer mam Auto zerrechen. An och all Kommerz wär doch zukünftig mam Auto wéi gewinnt haut nach immer zerreche sinn. Bon, dann nummer den dat nächst Schlüsselelement Nummer 3, dat das miser double voie an den zweispurschen Ausbau als Schnellstroos vun der B7 bis op de Fritaf, dat fir eben noch strukturante Reso ze kree matten Kantonement de Proximité, den eben soll de ganzen motoriséierten Individualverkeier kann aufwickeln. De man dann op bis op de Fritaf dann ausbauen, an dann Fritaf de Bamerdal Rof, wo man dann och de Kantonement de Proximité hunn, dat se Nummer 4, wo de Kantonement de Proximité vun Dicre schon, wo man dann ënner dem Herrebeerger durchfuhren an der Klegge rauskommen, dann River Richtung Rümerte, wo man du hast den aktuelle Site vun der Point Chaussee, wo man durch den Site vun der Point Chaussee kommen, an dann und dann Feiertzing, die Richtung Vils geht, do können uschleessen. Dat Verkehrskonzept hei noch de Strassereso mat dem Wëllosreso, dat gëtt als wirklich Möglichkeit fir dann dat Gemengen können ganz eng einer Urbanisierung denken, auch Verkehrsberuhigung können an hier Dörfer an hier Städte abbringen und noch an Nordstaats insgesamt an auch wie eng Gemeng dickrech die Ziel huet fir autoarm, autodickrech Auto frei zu gehen, dann gëtt dat natürlich Doppelität an Möglichkeiten für dem Ziel dort ganz not zu kommen. Flüen, wie schon nu gesot tun, die bleiben alle Götten halen, Dicht mir haut in den Fuschiere könnt, den sich muss durch ganz Ethelbreck knöchlen für bis an der Centre hospitalier zu kommen, de fährt an Zukunft fir den op de Kantonnement de Proximité fir Teil bis bei Perschecher Stroos River durch den Tunnel an as 0,x am Centre hospitalier. Dat de Kantonnement de Proximité, den ass definitiv frei och fir d Bierger vun der Nordstaat an ass net nimmen do fir die Leiit, die wëllen d'Agglomerationun fuhren fir weit rundrem zu kommen. Or en de Richtung Dickrech fährt, ass der Staat kënnt, de fir B7 op, fir de Bamerdalrof an der den all Meigkeeten. Kënnt hei op Klosterhof, kënnt an Klegger an, respektiv kënnt op der Seite och van der Richtung de Karte vun der Gavel net all Meigkeeten die do sind. Teschitre kënnt mam Auto iwwerall hin. Och en Delo an diesem Bereich Schweizwiepel eng Wund, die fährt op de Kantonnement, kann oni weiteres an alle Richtungen vun der Nordstaat kommen. Den Kantonnement Proximité vun Ethelbreck situieren ich en kurz Punkt C, dat das do wo die all Zigarettefabrikers vu P7 iwwer P7 iwwer geht, wo da noch den Uschloss ass, und B7, wo man darauf kommen lcht, wo man dann iwwer de Viadukt fuhren lcht Tschirchthaus, dat das dat Blot, an dann kann man dat Traut, dat das ein Tunnel, wo man dann an de Birch gin durch den Tunnel fuhren, an dann op der anderen Seite bei der Barschnescher Stroos iwwer Viadukt oder Barschnescher Stroos uschleise. Wo dat Möglichkeit huet, fir weiter zu fuhren, rob zu fuhren Richtung Fehlen oder fir dann durch den Tunnel weiter zu fuhren, wat neiers, wo man dann opwerke kommen, a wo man dann do und den CR 304 nuschleessen, wo man dann heide Situ vum Centre hospitalier, wo man Lycée hunn, wat eben den ganzen Karte do erméiglicht, dann noch direkt de Weg zu fannen und Schnellstroos respektiv och River an Deich zu kommen oder Richtung Dickrech, die Möglichkeiten sind alle gut möglich. Jidfrei könnt auch an Zukunft nach immer bei se Garage Jidfrei könnt nach immer an der Parkhaus vun Haut gewinn das fir hinzukommen.
Und natürlich das ganze Konzept, dat der méigich dann noch enger Stadt Ethelbreck fir ganz mal weh zu goen a Punkto Urbanisierung und noch Verkehrsberuhigung anzufeieren. Mit dat sind Detailer, die mussten eben am Kader vom Projekt ausgeschafft gehen, zu summen mat den responsable vun der Gemeinde. Da das bei der aller Zigarettenfabrik, wo dann neue Velos Expressway das Haupt oder ass fir de Velo Landgleisen steht. Und dann noch die Verbindung op Gersichen und da weiter geht op die Krich. Natürlich méigich Verkehrsberuhigungen, die zu Ethelbreck méigich ginn, zum Beispiel bei der Schule. So könnt dat an Zukunft gesehen. Dat nämlich doch für den Kanton an der Proximität vun Dickrech und der Bärmer darauf kommen ha Punkt da, wo man dann do wo d'Agglomerationen sech aufhängt, ha si wen as den Herrebierch Kasern Militär ha Niederleit Dickrech fir dat me situéiert hunn, ha hingeet et River op Bettendorf. Mei wo man dann de Bärmer darauf an den Tunnel fuhren ënner dem Herrebierch a duch ha an der Kleck, wo man kann rauskommen, da ginnet na méi Meigkeeten, gin méi Optionen, die lo an den weiterfeiernden Studie mussssen genau analyséiert gin, a wo man dann River kommen iwwer de Si vun der Point Chaussee, wo man dann an der Rümerten dann de Wehr empfannen Richtung entfeiert se. Auch dat wie gesagt mün den strukturante Reso schiedfir können an se Park ging, auch dat am méigich enger Stadt Dickrech déi zielet Autoarm an Auto frei ze gin, ganz nei Meigkeeten dat der Manheit. Fis als Breck. Die Alzockerfabrik, de Quartier Platz 400 Gar, wo Garannech aménagéiert gëtt an kann eng Plazen stoen, wo Zukunft kann sech begéinen, Patuelen, kein Platz wo den Zug ernen Maxing sinn gert. Dann eng en 7, die an eiser Zukunft an Visionioun keng Roll mi spielt op der Platz, wo keng 20.000 Auto mi werte fuhren oder bei der Äder schwamm, die kanns reck gebaut gin an dem Quartier, wo dann an Zukunft de Platz Stores fir de Fußgänger fir de Velo nimi fir Auto. Kein 20.000 Auto mit werte fuhr. Und die nächsten Schlüsselelemente, das Nummer 5 war Nummer 6, das Deisebun. Der Minister hat schon ugedeiht an seiner Präsentation, dass man Deisebun regeln. Bei der Situation, wie wir sie heute kennen, mit gar Ethelbreck, wir fuhren am Zug bis Richtung Dickrech. Die Xer, das sind alles Peenden, Passagerniveauen, die Barrieren, die am Stand sind. Und das sind die Plätze, wo man sich die Eisbunder können Haut kreizen. Und du siehst, die gelben Flächen, das die Urbanisierung, die Eisbund, das ist eine Barriere, das ist ein Hindernis, den sich eine flott Stadtentwicklung, eine flott Urbanisation und sich schwierig macht, weil ihn einfach von links auf rechts nicht rüber könnt. Wir auch den blauen Strich, der sieht, dass das ein Straße, das ist dann 7, auch der ist eine Barriere. Auch der hat haut 4 Spuren und auch der ist schwierig, für das auf die andere Seite rüber können. Und das ist auch keine ohne große Türen, die man erkannt gibt bei den Oper auf der anderen Straßenseite rüber checken. Aber in Zukunft, die als da, wir lehen, von Dickrech aus gucken, gar bleibt erhalten, wir stärken Deisebun, wir bauen 2 zusätzliche Arenen dazu, wir deviieren sie hier und den Hang, die sieht hier, lernst den Hang, lehnen wir sie, lernst den Goldknapp, nicht auf den Goldknapp, wir innen am Dall, lernst den Hang, und da können zusätzliche Arenen dabei zu Angeldorf,
wo de ganze Kartei und Eisebun mat ugeschloss gëtt, mir fuhre weiter op Bierpeldeng, wo en komplett neuen Pol d'Echange entsteht, an da geht et Richtung Gerrettelbreck und dann hummer eng direkt Verbindung fir dann eng Flottverbindung, wo man dann Richtung Staat kommen mat Eisebun. Wo de Pol d'Echange dat wär de performante Pol d'Echange gin, mir wëll de Parkhaus baue vu rund 2000 Autoen, wo man dann können die ganz B7 den Trafik, den du könnt, deweis die Leute die wollen op Chin zu an Staat führen, die können dann do op Chinrem klammen, och do werd de Bus all die Bussen, die aus allen Himmelsrichtungen Nordstaat usteuern, die werden die Achse zentral do benutzen an dann noch de Pol d'Echange durchsteuern immer dann iwwer die ganzen we do an op dem Pol d'Echange eng heich Taktfrequenz für dann do auch umzuklammen op den öffentlichen Transport an sprcht de Bus. Und da kom auch von do aus, da werd mein Breckbauer, wo man dann noch für de Velo de Velo schnell Expresswee, da werd man durchschlese fir do man Velo an all Deler vun der Nordstaat ze kommen. An de Pol d'Echange da ist da noch eng Opportunitéit, wo immer Synergie können entstoen, dat macht man mat dem Parkhaus, mat der Ger, mat dem Busaré, fir dann do zu gucken, fir die Bebauung do mat Synergien ze schaffen, mat der Bebauung, die an Zukunft do werd kommen. An den Auto de gesidet, dats de bloe strcht de man mat doch riverhole, weil ich hat gesot auch den as eng Barriere, auch den die an 7 die heutige an 7 war dann Zukunft eng lokal Desertstroß gëtt, die lemer Mattei und den Hang an ik sieht die blo Strcher mir kommen nach überall an de Karte ran. Dat besust op dieser Platz heifir und dickrech, da werd man een Modellfilter ersetzen mit dat erklärennech mich spät nach. Bon, dat zu Eppeldenge schon gesot, du werd an de Pol d'Echange entstoen, das momentan eng gering wiss op der Platz, op der Seite wann der gut guckt gesehen Eisebun, an der Zukunft soll dat dann so ausgesehen. Also eng Plazen stoen, wo man wollen Arbeitsplätze schaffen, wo habt soll schaffe sinn oder Kommerzen, weil do wo de Strukturen, die am Fong viel Trafik generieren sollen dann doch sinn, wo man performanten Pol d'Echange hun, wo man op de Strassereso kommen, wo man performanten Zug hun, wo man performant Busverbindungen hunn, wo man direkten Achse hunn opweisen Velo Expresswee. Natürlich durch die ganze strukturante Reso gëtt auch ganz neue Möglichkeiten für ein Gemeng Eppeldeng, die an Zukunft doch sich kann Gedanken machen für eng einer Urbanisierung, wo eng national, die da durchgeht, auch an Zukunft viel Manner Trafik wert hunn. Schloss, Gemengehau das. Da noch den Trafik kann ruhig gehen. Ganz flotte Urbanisierung kann entstehen. Flotte Karte für den Mensch. Wo die Staatsstraße da als Shared Space mit Menschen zusammen wird aménagiert. Dabei der B7 der neue Pol d'Echange entsteht performant Nuschloss und Eisebun, das Netz am Bus, wo habt es soll Arbeitsplatzen an Kommerzen stehen. Und da kommen wir zum 7. Element, das ist Achse zentral. Wir schwätzen Achse zentral, die da hier sieht, Nummer 7 steht, wo man an der Zeit immer geschaut hat von einem Boulevard urbain von 35 Meter breit, wo man sich mit einer Eisebahn dazwischen, wo man sich ganzen Quartier an zwei gedeelt hätte, wo man ihr Büro ganz andere Möglichkeiten haben und die werden auch nutzen. Die sieht, das kriegt, was man haben. Das ist der Velosreso, de Velos Expresswee, de man op dieser Seite Landjangel dürf heichwasserfrei werd lehen die Richtung Dickrich geht, wo op der Seite Landjettelbreg auch Richtung Stadt kommen,
wo dann die verschiedene Verbindungen scharfe Brecke für River, die sieht überall Möglichkeiten, wo man an alle Karte kommen von der Nordstadt, überall kommen wir hin, wo man Hauptachse und auch ein Grengachs, wo wir raufkommen bis auf den Goldknapp. Den Auto, wo wir B7 nun als performante Réseau, wo wir dann aber über den Pol d'Echange auch die Karte desservieren, wo wir eine Route Dessert tun, die dann zu Dickrich bei einem Parkhaus fährt, wo wir dann einen Modalfilter werden ersetzen, weil das ein Modalfilter, die sieht, ein Modalfilter als ein Platz, schlossen, nämlich all Sorten von Verkehr auf der Platz durch, schlossen de Velo an de Fußgänger, die kann er immer weiter von die Achse Zentral, die werden in der Eisenbahn durchgehen, für die Fußgänger und Velo in Richtung Dickrich, die Karte sind alle Götten so erreichbar, auch der Bus an Sicherheitsdenkster, sie wird Ambulanzen und Pompier, die kommen natürlich nach immer durch an den Auto, wo den Auto, die können auf der Platz do, durch, wir können überall hin. Das wie ich gesagt habe, ich rappeliere alle Auto könnt noch immer bei all seinen Garage, könnt noch immer auf all Parkhaus von Haut hicker fuhren und ihr könnt noch immer bei all Commerce, wo auch Haut schon hickend. Und das eben just dann, auf dem Punkt müssen einen kleinen anderen Weg fuhren, für dann ob sing. Das sprich, über als Kanton und die Proximitäten, über das B7, was dann sich als Hauptachse für den motorisierten Individualverkehr, die müssen da fahren, für dann auf seine Destinationen zu kommen. Bon. Und dann der Bus, das ist der Branchestrich, die sieht den wird man bleiben auf dieser Achse zentral, und der fährt dann weiter auf Dickrich, und der steuert dann auf dieser Platz gar. Und der fährt dann noch die beiden Richtungen funktionieren, und auf der Achse werden sämtlich Linien, die aus den alle Himmelsrichtungen Nordstadt aussteuern, werden dann über die Achse vorne Pol d'Echange steuern und so auch dazu beitragen, dass man einen ganz performanten Busreso an eine hohe Taktfrequenz werden haben. Und ich sehe die bisschen mehr deichte orange Plätze, das sind die Plätze rundherum als Garen, rundherum als Busarenen, auch rundherum Pol d'Echange, wo man eine Urbanisierung, eine Midansurbanisierung, wo wir füllen, die Strukturen hinbringen, wo mehr Commerce erschaffen als die und sich, wo mehr Trafik generiert wird, und da, wo man Minosin und der Noerholung, Minosin und der Sauer respektiv zu erbringen, da soll hauptsächlich obwunden gesagt gehen. Und da soll an dem Kader auch, was ja am Leitbild zurückbehalten, das was noch gewiesen wird, soll auch ein Sauer renaturiert gehen, soll noch nach Aménagement getroffen gehen an diesem Bereich, die der Natur dann noch zu gut kommen, und dann noch die geringe Vernetzung, wo wir probieren, den Goldknapp und den Sauer und sich besser mit den zu verknappen. Wie gesagt, die Achse Zentral, wir schätzen nicht mehr von 35 Meter für den Zug, für den Bus, für den Auto. Nee, wir schätzen von einer Achse Zentral 35 Meter für die Leute, für die Menschen, die auf der Achse Zentral 35 Meter werden ihren Raum finden, wo sonst nach der Bus durchfährt, wo sonst nach der Velo durchfährt, aber wo ihr kann sich begegnen, wo können Spielplätze stehen, wo Naherholung in am Kader vom Covid ja alle Götten gemerkt, wie wichtig das, dass man einen Platz wird, wenn sich einer kann, nur bei der Haustür kann bloßen, und er kann wirklich den Raum entstehen, und dann haben wir alle Götten die Verbindung für Verein an dem ganzen Raum, wo wir auch Richtung Sauer auch kommen, Richtung als Schwamm kommen, ohne müssen eine Barriere zu überqueren. Ich weiß noch nicht, was für Bilder ich an ihrer Kap gezeichnet habe, ich probiere es mal ein Kehr durchzustellen, was ich alle Gute vorstelle. Ich sehe, das ist die Situation, wie wir sie heute kennen. Das ist ein 7, wir haben 2 Spuren für den Auto, wir haben 2 Spuren für die Busse, und wir haben einen Velospiste. Wir haben eine Bahn auf der ganzen Fläche dort. Das ist auch ein Barriere, die sieht, das ist näher ein Zebrastreifen, der ist in den Hai wohnt, der kann mal kein Pad trinken gehen. Am Nopa, der auf der anderen Seite das, weil können einfach nicht drüber. Und noch Deisbun, die das auch möglich möchte, ja, die ist doch die als eine Barriere, wo man nirgends rüberkommen. Ja. Und wenn man ja die Deisbun an der Mitleitung braucht man auf der anderen Seite auch keine Straße, und da ist dann auch keine Barriere, die dabei kommt. Und dafür ist eine Idee,
als neue Vision für die Nordstadtei, wo man da können einen ganz neuen Urbanismus machen. Wir holen die Eisenbahnstrecke, wir holen sie nicht weg, wir stärken sie. Wir lehnen sie River, haben Bebauung und den Hang. Wir machen eine neue Arree zu Angeldorf, wir machen eine neue Pol d'Echange zu Erpelding, und wir kriegen eine ganz flotte Verbindung Richtung Stadt. Und wir holen noch die Straße, den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr, wir testen den noch River auf Landschen Hang, und die Straße ist in Zukunft da für den Quartier zu desservieren, und das ist kein Durchgangsstraße mehr. Wir haben nicht mehr die 20.000 Autos auf der Strecke, wie wir sie heute tun. In Zukunft sind eben die Leute, die da wohnen oder an Geschäfte führen, die Straße da werden benutzen. Und dann lässt man die 35 Meter ab, wie gesagt, für den Bus und für den Velo. Und natürlich auch für den Mensch. Der Mensch, den da sein Raum soll finden. Und ich weiß nicht, was für Bilder an den Kopf hat, mit das, was wir als vorstellen, als das da. Die Stadt als Zukunft, als Vision, die wir haben, die gesagt hat, auf der Seite, da ist der Bus, den zu spuren, der Velo, den sehr wesigt, und ich sehe einen riesen urbanen Park, den hier kann entstehen, wo man dann auch die Querverbindungen, wo doch gerne mal ein Kant River schickt bei den Oper, für zu spielen, und wo noch gerne mal bis River kann trippeln, ohne Gefahr zu laufen, oder einen Konflikt kennt mit den 20.000 Autos, die da am Dach fahren. Mit die 20.000 Autos haben ihre strukturelle Reise rundherum. Sie haben eine Kanton an der Proximität, mit einer ausgebauten B7, die funktioniert, die auch fluid ist, und dafür ist das dann auch kein Problem. Und natürlich auch das ermöglicht ganz neue Möglichkeiten für die Quartier. Die ganze Raum Angeldorf, Erpelding. Eine große Vernetzung, die neue Brücken, die wir bauen wollen, durch die Velo und Fußgänger. Mein Velo-Expressweg wird nun langsam sauer. Die Heichwasserfreiheit. An einer Attraktivverbindung bis Rob auf den Goldknapp. Und dann in Zukunft keine 7 mit 20.000 Autos, mit einem urbanen Park. Sonst noch für den Bus, den Velo und für den Mensch. Für alle. Eine hohe Lebensqualität wird kriegen an dem Quartier. Dann natürlich der Goldknapp, den als Naherholungsplatz kann dienen. Naja, das waren die sieben Schlüsselelemente von diesem Mobilitätskonzept. Und dann wird der Minister Thome sich noch ein paar wieder so über das Leitbild. Merci dem François Bausch, merci dem Marc Ries. Ich meine, die sieht, dass wir hier wirklich probieren, einen großen Wurf zu machen. An den großen Wurf, die bringen wir fertig, weil wir integriert planen. Und wir probieren eben zeitlich das Mobilitätskonzept nationalen Niveau und dann natürlich für die Nordstadt und dann eben parallel dazu das, was man nennen, das Leitbild 2035 oder die Vision Nordstadt 2035. Da geht es um Siedlungsentwicklung, es geht um Natur und Umwelt, es geht um Mobilität, es geht um Infrastrukturen, es geht um wirtschaftliche Aktivitäten. Und das, was wir probieren, ist eben einerseits Nordstadt als den dritten wichtigen Entwicklungspol vom Land zu positionieren, und dann natürlich auch zusammen mit den Gemengen, und ich meine, das hier wichtigste Aufgabe auch wirklich ein Zusammengehörigkeitsgefühl für den Territoire, für die Nordstadt zu schaffen. Vision territorial, an der machen wir eng für die Nordstadt, der machen wir eng für Aglo-Lux, was die Stadt Lützeburg ist, an die Gemeinde rundherum. Wir machen eng für den Süden, haben immer als Leitbild
die Lebensqualität von der Leute an denen Territoire stärken und dann natürlich auch die Territorialvoraussetzungen schärfe für Zero Carbon, also Klimaschutz, Biodiversität, wo wir ja auch wissen, dass wir müssen agieren und dann auch das, was man am Urbanismus was das neue Leitbild ist, das Stadt von den 15 Minuten. Das heißt, dass man auf 15 Minuten Fußdistanz oder Velosdistanz all Service de Proximitäten haben, Gesundheit, Schulen, Kommerzen, Sport, einer Freizeitaktivitäten und dann natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Vernetzung mit der Natur. Und so etwas bringt ihr natürlich nicht mehr fertig, wenn den kohärent auch sektorübergreifend eben das plant. Und da muss ich wahrscheinlich nur die nächste Slide auch drücken. Hopp. Du wäret. Und das, was man mehr am Detail nach werden nur Sommer vorstellen, als eben die ganz auch Integration von der Nordstadt, also da wo Urbanismus ist und dann aber auch der Lärm mit der Natur. Und ich meine, dass der Marquis das schon gewissen hat, geht es darum, dass man auch zur Sauer hin, respektive auf anderen Plätzen zur Ölsicht hin, neue Durchgängigkeit oder Schärfen überbrücken. Und dann natürlich, was hier an diesem Quartier natürlich möglich geht durch die Idee von der Verlegung von der Eisbahn und noch der Verlegung eigentlich von der Straße, dass die Straße auch kein Transitstraße mehr ist, möchte eben möglich für quasi mit von dem Quartier quasi als für einen urbanen Park zusätzlich dran zu kriegen und dann natürlich auch den Zugang zum Goldknapp. Bei mir weisen ich hier und drum für Stimmungsbilder. Ich meine, Öfen Goldknapp, das heißt schon nicht für nicht Goldknapp, weil das Platz, wo die Sonne geht, das Platz, wo in den wirklichen Flotten Überblick über den ganzen Nordstadt hört. Die sieht hier innen an der Mitte, die auch für ein Velosbrick quasi ändert, die Autosbrick, die du hast, zu bauen, für das eben vom Expressvelos wie eben noch direkt auch bei den Polen d'échange könnt. Und dann eben wichtig also auch, wir sind hier durchaus auch an einem Heichwasser, Überschwemmungsgebiet und wir werden auch eben probieren, zusammen mit den Leuten von der Wasserverwaltung, dass wir Renaturierung machen, haben wir schon angefangen auf der Weg, will man auch machen auf der Ulsicht, auch an Ettelbrück, an dann eben noch Heilands Sauer. Und das erlaubt uns eben noch für den Naturschutz mit den Freizeitaktivitäten zu verbannen und eben auch trotzdem Urbanismus möglich zu machen. Beginn heute, das kann potenziell eine Auerlandschaft gehen an für die noch nicht wussten, der Marquis ist ein großer Fan von so Auerochsen und vielleicht kriegt man der dann auch dahinter. Die sieht, dass hier geht für die Leute, die Haut schon zu Angeldorf wohnen, zu Erpelding wohnen, zu Ettelbrück wohnen, zu Dickrich wohnen, zu Schiere wohnen, zu Bettendorf wohnen, gibt das eine Steigerung von der Lebensqualität. Aber wir schaffen hier auch wirklich Platz für abordable Wohnraum mit ganz, ganz hoher Lebensqualität von allem auf dem neuen Achs. Wie will man das planerisch hinkriegen? Einerseits ist es so, dass das Leitbild wird man an einem Workshop mit den Gemengen am 1. Juni mehr am Detail beschwätzen und dann wird man nun Sommer wird man zusammen Mobilitätskonzept an Leitbild werden wir an Biergeversammlungen mit den Gemengen vorstellen. Wir werden an allgemein gehen, de François Bauger an ich auch mit unseren Experten und dann eben ganz Leitbild und dann natürlich der wichtige Pilier vom Mobilitätskonzept werden wir dann nur im Sommer die Bierger auch vorstellen. Dann ist es natürlich als das nächste, was wichtig ist, als eben die ganz Planung vom Urbanismus. Ich meine, der Marquis hat gesagt, wir kriegen da einen neuen Pol d'échange und da kann ihn eben, wie man das auch, was ist ein Pol d'échange Howald oder Belval, dass ihn eben auch da auf den Plätzen Verwaltungsgebäude
aber auch Kommerz kann konzentrieren. An dat muss natürlich alles geplant gehen, den Axe zentral muss geplant gehen, war doch wichtig ist, dass in de Fehler, den im Moment zu Belval geschieht, als das die Entwicklung von Belval o Depotgegangen als vom Zentrum von Esch, das heißt all dat, dass eben noch den Zentrum von Ettelbrink, Zentrum von Dickrich gestärkt wird und nicht geschwächt wird durch das Ganze. All dat will man zu summen zwischen der Landesplanung an all den anderen Ministerien, an die Gemengen an der Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft machen. Die Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft haben wir gegründet für anderthalb Jahr. Wir haben heute schon 2 Mitarbeiter, die zu Dickrich am Point Chaussee sitzen. Von daher haben wir eben noch die ganz gute Schnittstelle mit eben dem ganzen Mobilitätskonzept. Das heißt, als Landesplanung probieren wir an dem heute Projekt eben die Lebensqualität führen zu bringen, an den Facilitateur zu sehen zwischen den verschiedenen Ministerien, an der Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft, die von der Landesplanungsminister gelegt wird, haben wir den Ministère de l'Intérieur, wir haben den Umweltminister, wir haben Finanzen, wir haben Travaux publics, wir haben das Logement. Das heißt, wir haben alle die Ministerien, die wir brauchen, für vom Staat mit enger Stimme, mit enger Kraft zu summen, den 5 oder den nach 5 Gemengen von der Nordstadt zu helfen, den ambitiösen Projekt umzusetzen. Und das andere, was wichtig ist, geht natürlich dann auch darum, dass wir Prise kriegen, für die Projekte umzusetzen. Und dafür werden wir auch, wenn wir Konsens haben, an die Gemengerät an der Bevölkerung werden wir auch schon diesen Hirsch aufhängen, uns schaffen, Änderungen zu machen vom Plan sektoriell Transport, wo wir ja dann ein Moyen haben für eben die Infrastrukturen quasi auch von den Plätzen an den Terrain, die wir brauchen, für das umzusetzen, für die zu sauvegardieren. Als die selber an der Nordstadt gebürtig ist, muss ich so den Adrian Ries, was schon als Nordstädtler war von der ersten Stunde, als gestorben Anfang von den 90er Jahren, hat aber schon an den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert, kann ich sagen, geschrieben über die Wichtigkeit von der Nordstadt als eben den dritten Entwicklungspol vis-à-vis von der Stadt Lützeburg an eben noch vom Süden, an das, was damals gedreht wird, was als Vision hat, als schon am Masterplan 2005, 6, 7, 8, als auch schon ein Papierburg gehen. Das mensch lo recht, wo man wirklich den Durchbruch kriegen an wirklich eine große Merci und François Bauer seine Kieper noch Mengleit. Ich meine, dass die Idee von den Contournement de Proximité plus die Idee von der Verlegung von der Eisenbahn dann eben auch dem Axe zentral, also für das kein Transit mehr ist. Lo bringen wir es wirklich fertig, für aus der Vision konkreten, flotten Projekt zu machen. Ich meine, das freut mich natürlich als Minister von der Landesplanung, mir natürlich auch als eine von Herr Jövenasse. So nicht viel muss mehr.